Klimakleber legen im ganzen deutschsprachigen Raum Städte an. Und sie polarisieren. Wir haben hinter die Kulissen der Bewegung geschaut und einen von ihnen getroffen. Er sagt, warum er das macht. Wir machen es nicht, um Sympathien zu erhalten. Wir machen es, weil es nötig ist. Und wie weit er für das Klima bereit ist zu gehen. Ich wäre auch bereit, ins Gefängnis zu gehen. Fast alle haben in der letzten Zeit von Aktivistinnen und Aktivisten gehört, die sich für das Klima auf die Straße kleben. Einer von ihnen ist der 24-jährige Moritz aus Zürich. Wir treffen ihn in seiner WG, wo er gerade Banner für die nächste Aktion bestellt. Wie man beim Gotthard ja auch gesehen hat, hat es dann auch Leute, die es einmal wegkicken. Oder beim Gotthard hat es sogar auch jemanden gehabt, der den Banner einfach mitgenommen hat. Bei so einer normalen Blockade würde man jetzt vielleicht so schon auch 4, 5 vielleicht verwenden oder so. Ja, wir werden ja noch ein paar Mal welche brauchen und dann da immer recht die Versandkosten drauf. Also ich denke 20, 30 oder so. 25 vielleicht. Ich glaube, Banner an sich wären jetzt 350 und da habe ich jetzt einfach noch einen rechten Zuschlag drauf, weil ich jetzt Expresslieferung mache. Der Moritz gehört zu Renovate Switzerland, der bei uns für die meisten Blockaden verantwortlich ist. Hallo, hörst du mich? An einer Sitzung besprechen er und seine Kollegen die letzten Details der nächsten Aktion. Sie soll in wenigen Tagen starten. Proposition 7:45 ist einfach für uns am safesten, um es dann zu machen, weil wir dann sicher den Verkehr haben, um es safe zu machen. Das grösste Problem momentan: genug Leute zusammenbekommen. Wichtige Info, wir haben im Moment keinen Plan B. Und es fehlt uns momentan noch ein Action Taker. 2 ist zu schwach, um so einen Druck auszuhalten. Dagegen zu dritt hat man dieses, wenn einer weggetragen wird, kann immer jemand anders wieder rein. Es ist so ein scheiß Gefühl, glaube ich, und auch Bilder sind scheiße, wenn nebenan einfach Autos vorbeifahren und irgendwie nicht das Gefühl da ist, weil wir haben da die Straße zugemacht und auch die Bildstärke nicht da ist. Ich freue mich mega oder finde es mega cool, dass wir 2 würden machen. Ich sehe es ähnlich wie Moritz. Ich fände es jetzt schade, nicht die Doppelblockierung zu machen. Und ja, wir sind kurz vor komplett und ich glaube, das kriegen wir hin bis Montag. Genau, also da haben wir jetzt einfach ein paar Poster, die wir letzte Woche verwendet haben, ein bisschen Sticker. Das ist so eine Weste, die man dann halt irgendwie auf der Straße dabei hätte oder so. Und ja, das da ist noch mein Strafbefehl von Genf, von meiner ersten Aktion. Die eigentliche Geldstrafe sind 450. Genau. Und dann noch Prozesskosten 580. Und wenn ich jetzt nicht in den ersten 2, 3 Jahren oder 2 Jahren, glaube nochmal straffällig wird, dann müsste ich es nicht zahlen, was aber halt ein bisschen unwahrscheinlich ist. Kann ich sagen, oder? Genau, also das wird dann kommen. Und wie zahlst du die Bussen oder die Geldstrafen? In meinem Fall jetzt meine Eltern gemeint, das würden sie mich ein bisschen unterstützen. Da bin ich mir auch bewusst, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin, dass ich das so machen kann und dass das nebendran auch, ja, dass mir meine Eltern das finanzieren. Dass ich etwas mache, auf das sind sie stolz oder so und dann deshalb auch in dem Rahmen, wie sie es machen, unterstützen. Ja, aber Diskussionen ist immer Circle back to, ja, wenn die wirklich auf der Straße hocken, können die ja nicht einfach irgendwie in der Stadt gehen, Flyer verteilen oder irgend so etwas. Das ist Renovate fordert die Ausrufung vom Klimanotstand in der Schweiz und einen Notfallplan für die Sanierung von 1 Million Häuser. Die Aktion rückt näher. Am Abend vorher treffen sich alle für das letzte Briefing. Rund 20 Leute sind da. Viele sagen, ihre Motivation sei Angst und Verzweiflung. Ich kann einfach nicht zulassen und dann passiv zuschauen, wie die Welt untergeht. Ja, morgen wird es das erste Mal sein, dass ich mich an die Straße sitze und festklebe. Natürlich habe ich Angst vor Gewalt. Ich habe Angst, dass ich Schläge bekomme. Das wünscht sich niemand und das mache ich wirklich nicht gern, da auf die Straße zu sitzen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Über den Abend verteilt gibt es verschiedene Inputs. Die Daria zum Beispiel sagt, wie man sich bei Angriff durch Autofahrende verhalten sollte. Falls es zu einem Angriff kommt, fällt auf die rechte Seite. Wenn Sie kicken, besser die linke Seite. Also versucht euch so hinzuknien. Ihr seid besser geschützt. Und die Hände beim Nacken, weil das Genick sollte auch so gut wie möglich geschützt sein. Macht euch schwer, atmet tief, lasst einfach alles machen. Ich mache es einfach, weil ich aus purer Verzweiflung, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, weil
Unsere Welt ist am Brennen. Es gibt sicher Leute, die verärgern wir noch viel mehr und die verlieren wir in dem Sinn auch. Aber ich finde halt erstens auch Klimaschutz, es ist keine persönliche Meinung. Es ist nicht meine politische Meinung, die ich habe, dass wir das Klima schützen, sondern es sind wissenschaftliche Fakten. Und es ist logisch, dass sich die Fronten verhärten. Viele nerven sich über die andauernden Blockaden. Ich halte eben nicht so viel davon. Es macht uns dann hässig eigentlich und es bewirkt gar nichts. Man müsste jetzt nicht unbedingt Kleber überall machen. Sie können es auch im Privaten zeigen, damit es auch die erreicht, die auch daran interessiert sind. An sich sind eigentlich alles gute Anliegen. Auch ich finde einfach, Methoden kann man vielleicht anders machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mich nerven würde, wenn ich im Auto arbeiten gehen und sie im Weg wieder stehen. Sobald es andere Leute, die gar nichts damit zu tun haben, behindern, mehr störend wie hilfreich. Mit so Aktionen haben wir eher wieder die Klimaaktivisten und es bewirkt eigentlich genau das Gegenteil, finde ich. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, weil ich habe das Gefühl, man tut mehr so die Leute auch dagegen streben, als vielleicht dann eher so dafür. Nur schon allein auf die Straße gehen, das wird vielleicht auch andere Wirkungen bringen, als sich an die Straße kleben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir jetzt mit der Aktion auch nicht direkt die Leute ansprechen, die dort im Stau stehen. Und wir wollen jetzt denen nicht sagen, ja, es ist blöd, dass ihr Auto fahrt oder so. Die Störung ist ja, ein bisschen Mittel zum Zweck, zu dieser Aufmerksamkeit zu kommen. Und es ist ein unschöner Nebeneffekt, dass Leute dabei gestört werden, aber wir sprechen die weitere Bevölkerung an. Am frühen Montagmorgen ist der Moment gekommen, wo alle darauf hingearbeitet haben. Wir treffen die Gruppe kurz nach der 7. Ja, jetzt bin ich eigentlich seit dem Aufstehen schon die ganze Zeit nervös. Jeder Schritt, den man irgendwie dem näher macht, irgendwie duschen, sich anlegen. Ja. Wir laufen jetzt hin, es redet fast niemand ein Wort. Ja, sehr angespannte Stimmung. Dann sind wir vor Ort. Der Moritz sagt, sie informieren jeweils gerade am Anfang die Notrufzentrale. Die Situation wird brenzlig. Das Auto und der Lastwagen durchbrechen die Blockade. Die Stimmung ist aufgeheizt. Hau ab und lass uns schon. Ist Ihnen das klar? Also abfahren. Nein, wir akzeptieren das nicht. Wir fragen Marie, wie es ihr geht. Ich denke an das, weshalb ich das mache. Ich denke an meine Nichten und Neffen. Und sie sind gerade 4, 7. Und ich denke an ihre Zukunft. Und ich weiß genau, weshalb ich hier jetzt sitze. Weil ihre Zukunft jetzt zerstört wird. Ich frage ihn, ob er nicht das Gefühl hat, dass seine Aktionen zu radikal sind. Einerseits finde ich es nicht radikal, was wir machen. Ich denke, von Art kann man auch sagen, Untätigkeit ist radikal oder es ist im Anbetracht der Tatsachen. Unsere Aktionen sollten eigentlich Leute, ich kann nicht nachvollziehen, wie es Leute wirklich davon abbringt, zu sagen, Klimaschutz ist nach wie vor wichtig. Dass es viele Leute gibt, die mit das, was wir machen, zu extrem finden, ist in Ordnung und das ist auch erwartbar oder so. Aber dann würde ich diesen Leuten ans Herz legen, eben beim Klimastreik mitzumachen, dort regelmäßig an die Demos zu gehen. Und wenn dort irgendwie regelmäßig genug Leute zusammenkommen, dann werden irgendwann hoffentlich unsere Blockaden nicht mehr nötig sein. Der Moritz studiert Maschinenbau im Master an der ETH. Die eigentliche Studiendauer während 1,5 Jahre. Und ich mache es einfach in doppelter Länge. Und es sind schon die zwei Hauptpunkte, das Studium und der Aktivismus. Ja. Der Moritz ist seit 2 Jahren Klimaaktivist. Ich frage ihn, wie viel Zeit das pro Woche einnimmt. Ich würde sagen, vielleicht so im Durchschnitt so 30, 35 Stunden schon. Ja, es überwiegt schon. Also es ist mehr so, dass ich dann aktiv muss schauen, dass ich mir Sachen schaffe, wo ich mal nicht daran denke oder so, oder wo ich mal das Handy weglege oder so. Weil mit der jetzigen Prognose, wenn das Business as usual weitergeht, sehe ich nicht, wie wir
irgendwie in 30 Jahren noch so ein gesittetes Leben haben werden, wie wir es jetzt haben. Es gibt schon so Momente, oder wenn ich jetzt irgendwie wieder einen Artikel sehe, jetzt im Moment irgendwie, wie hoch Temperaturen jetzt im Moment im Atlantik sind oder so, das denke ich schon, ja, holy shit, das ist schon ein bisschen erdrückend einmal, ja. Als die Polizei anrückt, kleben sich Moritz und Marie an der Autobahn fest. Vorher, wo die Polizei noch nicht da war, war es gerade am Anfang recht stressig, weil ein paar Leute wollten durchfahren und auch durchgefahren sind. Aber ich glaube, sobald wir geguckt sind, hat es sich beruhigt und die Leute, die bei uns eskaliert haben, einen guten Job gemacht. Solche Erfahrungen und Anfeindungen halten ihn aber nicht ab, sagt Moritz. Nein, ich glaube, es würde mich nicht davon abhalten, weil ich glaube, ja, ich bin zu überzeugt davon, dass die Aktionen nötig sind und halt zu fest Angst davor, was passiert, wenn wir das Ruder irgendwie nicht umreißen können. Wir haben ja sogar das direktdemokratische Mittel, spezifisch bei uns in der Schweiz, oder? Warum nutzt ihr das oder versucht nicht das zu nutzen? Jetzt irgendwie Unterschriften sammeln, bis das dann wirklich zur Abstimmung kommt oder auch zur Umsetzung oder so. Also zum Beispiel aus das Klimaschutzgesetz oder so, bis das dann wirklich in Kraft tritt, ist jetzt auch nicht direkt nach der Abstimmung. Darum glaube ich, dass der andere demokratische Weg ja, leider zu langsam ist für die Dringlichkeit des Problems. Nach rund einer halben Stunde ist die Blockade wieder aufgelöst. 4 Aktivisten werden verhaftet. Die Polizei will die Einsatzkosten auf sie überwälzen. Ich fragte Moritz, wie weit er für das Klima wird gehen. Ganz wichtig ist, dass es gewaltfrei bleibt. Das wird sicher zunehmend schwieriger oder so, aber ich glaube, dort kommt die Stärke her. Also für mich ist Sachbeschädigung keine Gewalt, wenn man wirklich komplett ausschliessen kann, dass Menschen durch das Schaden kommen, irgend so ein Kohlebagger oder so, dass man ja, irgendetwas an dem macht, um den irgendwie außer Gefecht zu setzen oder so, denke ich, ist schon gerechtfertigt. Ich wäre auch bereit, ins Gefängnis zu gehen. Wenn ich es dann bin, an dem irgendein Exempel statuiert wird, was dann vielleicht einen Umschwung bringt oder irgendwie, dann ja, ist das, glaube ich, schon ein Sacrifice, den ich bereit bin zu machen oder so.